Hallo miteinander und willkommen bei unserer Meditation Teil 4. Und heute habe ich echt eine coole Meditation für euch. Und zwar schauen wir ein bisschen das Körperbewusstsein an. So dann, wenn man so sagt, komm bei dir an, spür dich. Und so ein bisschen die Sätze, die auch sehr viel Trainingsbedarf haben, weil weil wir das einfach halt auch viel zu wenig machen. Und was ich noch anmerken möchte, ist zwar echt allgemein wichtig beim Meditieren, aber heute besonders, und zwar, dass die Umgebung stimmt. Und zwar ist es natürlich am besten, wenn ihr irgendwo daheim so ein bisschen eure eigene Meditationsecke habt, wo so ein bisschen schön dekoriert ist, wo vielleicht so ein bisschen abgeschirmt ist, wo ihr wirklich Ruhe habt und nicht gestört werdet. Weil das wahrscheinlich aber nicht bei allen möglich ist, empfiehlt es sich, um einfach jeweils vorher vielleicht kurz einen schönen Ort einzurichten. Vielleicht auch ein bisschen, da kommen sie die Räucherstäbchen rumfuchteln. Und so motivationstechnisch ist es empfehlenswert, gleich immer den gleichen Ort zu nehmen oder zum Beispiel wenigstens das gleiche Küsschen zum draufsitzen, weil dann das Unterbewusstsein automatisch schon weiss, aha, es geht jetzt darum, zum einfach wieder mal lang sitzen und in sich hineinspüren, einen Moment für uns zu nehmen. Und genau das machen wir jetzt. Nimm dir gerne nochmal schnell den Moment, um dich einrichten. Und wenn du dann so weit bist, schließ deine Augen. Nimm einen tiefen Atemzug und spür, wie die Luft in deinem Naseneingang ein- und ausströmt. Und jetzt spüre mal deinen Sitz, wie dein Körper den Untergrund berührt. Ist es weich? Ist es hart? Und dann nimm nochmal einen langen Atemzug und schalt die Aussenwelt ab. Und jetzt stell dir mal vor, dein Körper ist wie ein Haus. Vielleicht dein Haus irgendwo am Strand oder am Waldrand. Ein schönes Häuschen, wo du in Sicherheit bist. Deine Füße sind deine solide Basis. Sie sind das Fundament, das, was alles trägt. Und jeder einzelne Zeichen ist irgendeine wichtige Kiste in deinem Keller. Oder irgendein Sportgerät oder etwas Wichtiges. Deine Beine sind gerade jetzt im Sitzen sicher und stabil mit dem Boden verbunden und tragen das ganze Konstrukt zu einem grossen Teil. Unser Bauch ist das Wohnzimmer und dort haben wir ganz viele wichtige Gegenstände und Geräte, sowie wir wichtige Organe und aber auch Gefühle dort drin haben. Und jetzt nimm nochmal einen tiefen Atemzug, so als ob du lüften würdest, und bring mir frische Luft in jede Ecke von
deinem Wohnzimmer und füll den ganzen Raum aus. Ein bisschen weiter oben, dort wo sein Herz ist eine wunderschöne Wohnzimmerlampe. Und sie leuchtet hell und warm durchs ganze Haus. Und jetzt zieh mal deine Schultern ganz weit auf bis zu den Ohren. Roll sie hinten runter und lass sie in dieser Position ruhen. Die Arme sind wie Vorhänge, ganz leicht entlang am Körper am Hangen. Und jetzt gehen wir langsam eine Wendeltreppe durch unseren Hals drauf und kommen im Dachstock an, in unserem Kopf. Und dort oben haben wir unter anderem eine Waschmaschine. Und jetzt lade ich dich sehr gerne ein, einfach mal wie eine Waschmaschine alles durchzuschütteln und jeden Teil in deinem Gesicht mal so richtig zu drehen und zu biegen. Und kannst dir gerne dabei vorstellen, während du die komischen Bewegungen machst, wie die Gedanken, die im Kopf herumkreisen, mal durchwäschst. Weil alles sauber ist, durchschleuderst. Und wenn du das Gefühl hast, es langt, bringst du alles wieder zurück an seinen Platz und entspannst dein ganze Gesicht. Entspannst den Kiefer, entspannst die Lippen, die ganze Partie um die Augen herum wird leicht und entspannt. Die Augenbrauen federleicht. Und spür mal den Unterschied von deinem jetzt entspannten Gesicht zu vorher. Hinter der Waschmaschine ist wie unser Kontrollzentrum. Dort hat alles voll mit Kisten, voller Erinnerungen. Dort geht es drauf und drunter. Da kommen die jensten Informationen rein. Und es wird geschafft und es ist turbulent. Und du nimmst jetzt einfach mal auf dem Fenstersims Platz. Machst das Fenster auf und schaust mal dem Treiben zu in dem Dachstock. Und es kommen Gedanken und es kommen Informationen. Wie zum Beispiel der Geruch. Vielleicht schmeckst du Blumen und Bäume, die frisch geschnitten sind. Es kommen Informationen zum Geschmack. Und jetzt stell dir einfach vor, du hättest gerade ein feines Glas gegessen. Und es ist ganz frisch und süß
Es kommen Informationen, ob es kalt ist oder warm. Vielleicht spürst du den Wind auf deiner Haut oder die Sonne, die wärmend in dein Gesicht scheint. Es kommen Geräusche rein, du hörst Vögel zwitschern, der Wind in den Bäumen. Und nimmst einfach nur wahr. Gleichzeitig kommen so viele Bilder rein, in allen Formen und Farben. Und wenn du dich umdrehst und aus dem Fenster schaust, siehst du in der Nähe ganz viele Blumen in allen möglichen Farben. Und ganz weit hinten am Horizont siehst du, wie langsam die Sonne untergeht. Und dann kommst du wieder auf von deinem Fenstersims. Laufst du das wilde Kontrollzentrum durch, die Wendeltreppe durchab und schlüpfst langsam wieder zurück in deinen Körper. Nimmst wahr, wie du da sitzt, wie du den ganzen Körper wieder ausfüllst, von der Fingerspitze zu der Zehenspitze, zum Ende von deinem Kopf. Und dann kannst du langsam deine Augen wieder auftun, wieder ankommen in dem Raum, wo du bist. Und ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und es ist noch cool, was man so alles sehen kann mit zunigen Augen. Ich freue mich sehr fest, um das in den nächsten Tagen genauer anzuschauen mit euch. Aber erstmal möchte ich euch noch einladen, dass das Bild, wo wir jetzt durchgegangen sind, von dem Häuschen in der Natur, in eurem Alltag zu integrieren. Und zwar kann man das einfach zwischendurch wieder mal daran denken, vielleicht verbinden mit dem Atem von gestern, mal durchlüften, das Häuschen. Und dann ist man wieder geerdeter. Und dann freue ich mich, wenn wir uns morgen wieder sehen, hören. Und schicke euch ganz liebe Grüße. Namaste.